Ich esse den teuersten Döner der Welt. Lohnt er sich? Ich habe ja Evanio gesehen und er hat gesagt, er hat den teuersten Döner der Welt in der Schweiz gegessen. Anscheinend gibt es den in der Schweiz. Ich bin extrem gespannt, ob man diesen Döner essen kann. Wir gehen rein. Let's go. Oh, hallo ihr Schweine. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin gerade hier in meiner Dusche. Und ich mache mir hier gerade wunderschön, guck mal in den Topf hier rein. Ich mache mir hier gerade Knopfschieß. Hab auch hier wunderschön Knopfschieß. Knopfschieß, was? auch Raviolis. Ja, ich habe mir ein Cuisine geholt. Mach mir damit jetzt hier Essen, weil denkt ihr, so ein Döner zahlt sich von alleine. Alter, in der Schweiz, ich gehe pleite. Ich habe kein Geld mehr für den Rückflug. Ich habe 3 Schufa-Einträge schon. Alter, ich hab Geldnot. Wenn ich jetzt noch einen Döner kaufe, den teuersten Döner der Welt, kostet natürlich über 100 Euro. Muss ich irgendwelche Sparmaßnahmen ergreifen. Seht hier unten sind auch Kerzen. Digga, er probiert mit einer Kerze das Fondue zu erhitzen. Ich kann dir jetzt schon sagen, und er hat es mir auch gesagt, es hat nicht funktioniert. Mit einer kleinen Kerze das Wasser im Fondue Gachlo, auf Schweizerdeutsch sagt man Fondue Gachlo, das wird nicht warm, Digga. Ach, das wird lecker. Wo soll ich kochen? Ah, auf dem Klo, Digga, ja. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich den... Evanio ist auch einer von diesen Menschen, wenn das hier jetzt eine Kamera ist, und das seht ihr in den Videos nicht, der filmt mit der Kamera nicht so. Normaler Vlogger ist so, moin Freunde, was geht? Heute drehen wir ein Porno. Der vloggt so, Digga, der vloggt so. Moin Freunde, was geht? Digga, der hat die Cam hier vor dem Face, wenn der mit dir vloggt, ist immer so, ihr seid in einem Vlog von Evanio und der hält die Cam etwa so. So hält er die Cam. teuersten Döner der Welt probieren. Boah. Was ist die teuerste Stadt der Welt? Buxtehude. Richtig, Schweiz. Und ich sage mir, Was ist die teuerste Stadt der Welt? Richtig. Schweiz. das ist kein Spaß, das ist kein Vorurteil mit der Schweiz. Hier ist alles so teuer. Ich habe so ein dreckiges Rotzhotelzimmer. Ich habe noch nie so eine beschissene Dusche gesehen, Leute, die mir das Toilette so verboten Die waren 160 pro Nacht, Digga, wo bin ich hier? Für 160 könnte ich 3 Familien ernähren. Wie teuer ist er? Er kostet 100 Schweizer Franken. Das sind, Viel Geld. dafür muss ich leider meine Viel Geld. Wohnung Madeira aufgeben, aber dafür kann ich hier was den Döner essen. Aber ich muss diesen teuersten Döner einmal in meinem Leben immer im Mund haben, weil ich mal ganz ehrlich, wenn man an Evanio denkt, dann glaube ich, denkt man auch an Döner und an Fettsack und an Hurenpeitscher. Ich habe noch keine Vorstellung, ich kann noch gar Digga. nicht sagen, ey, was könnte da drauf sein? Ich habe gehört, dass schon das japanische, das teuerste Fleisch der ganzen Welt drauf. Dann, keine Ahnung, vielleicht haut der Typ noch sein Sperma rauf, was extrem viel Gold wert ist, weil er Schweizer ist, weil jeder weiß ja, Schweizer Sperma ist das teuerste Sperma. Ja, das stimmt. Ich weiß es nicht, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich hoffe, vielleicht darf da drehen, sodass da ein bisschen Ja, kann ich bestätigen. Das Schweizer Sperma, das ist wirklich extrem teuer. Teuer. so hinter die Kulissen gucken kann, was er da so reinklappt. Ihr wisst gar nicht, ich habe 2 Monate keinen Döner gegessen. 2 Monate. Welcher Mensch isst denn 2 Monate keinen Döner? Das letzte Mal, als ich einen richtigen Döner gegessen habe, das war, keine Ahnung, da war ich vielleicht 14 oder so. Digga, ich bin auf absoluten Dönerentzug und ich fange direkt an mit dem teuersten Döner der Welt. Oh, das Ich habe das letzte Mal einen Döner gegessen in Zürich mit Evanio. Er hat noch einen Döner gekauft. ist ein guter Start ins Leben. Lass uns zum Laden IV, das, glaube ich, heißt der. Auf zu dem Döner, ich will den haben. Ey, interessant, in der Schweiz gibt es auch sowas wie Lotto. Man kann einfach 140 Millionen Franken gewinnen. Das ist ja einmal Ah, nee, in der Schweiz gibt es kein Lotto. Wir kennen das nicht. Was ist Lotto? Was ist es? Essen hier. Ich fahre auch gerade mit diesem wunderschönen Fahrrad hier zum Döner. Aber Mann, der Sitz, ne? der passt nicht in meinen riesigen Arsch. Ich bin nicht so eine Doch genau so eine bin ich. Irgendwie finde ich, die Serie Bob sieht irgendwie immer ein bisschen komisch aus. Okay, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Digga, der Dönerladen gehört einfach zu so einem übelst großen Hotel. Ist sehr, sehr voll. Ja, ich bin voll aufgeregt. Ich glaube, ich brauche meinen Anzug, um reinzukommen. Hey, du kommst nicht rein. Einrichtung hier sieht schon unfassbar edel aus. Oha, Digga, der teuerste Döner der Welt. 100 Franken. Würde die kaufen, Chat? Sag mal ehrlich. Ist nicht wie so ein normaler Dönerladen, wie man sich vorstellt. Und da oben ist das Stück, Leute. Wagyu aus Japan. 91 Frank aus Ei. 91 Franken mit Wagyu. Digga, Wagyu ist, glaube ich, das niceste Fleisch. Das niceste Fleisch, nice Deutsch. Ich will unbedingt mal Wagyu-Fleisch essen. Ist das wirklich so zart, wie man sagt, dass es wirklich auf der Zunge vergeht? Weil ich kann mir das nicht vorstellen, aber anscheinend soll es so sein. Alter, mein normaler Döner-Teller kostet auch 25.000 Euro. Oder 15 Euro, Digga. Normaler Döner, 15 Euro. Tomaten, Zwiebeln und Schaf. Ohne Tomaten bitte. Okay, Leute, Update. Ich habe mit der Managerin geredet und habe gesagt, hey, ich bin der größte Fettsack in Deutschland. Na, hat sie mir halt beschrieben, hey, ich bin ein Digger Junge aus Deutschland hier und da. Und sie meinte, hinter den Kulissen drehen ist ein bisschen schwer, deswegen hier ein paar Einschnitte gerade von Galileo oder von anderen. Guckt euch mal den Eiran an hier, Digga. Der Eiran wertvoller aus als mein linker Fuß. Ich hätte noch eine Frage, die mich selber interessieren würde. Wie oft verkauft ihr denn so einen Döner? Das ist unterschiedlich. Wir haben gestern Abend mal so 7 Stück oder so verkauft. Wobei, 7 Stück an einem Abend. Digga, wie reich sind wir denn? Ah, stimmt ja. Wir sind ja Schweizer. Gott, Leute, ich bin so aufgeregt, dass mich eine... Ich bin nicht reich. So. Auch die Schweizer sind nicht grundsätzlich reich. Es gibt einfach extrem viele reiche Menschen hier. Aber
ich denke so, die Mittelschicht, die ist nicht reich. Mathe-Klausur schreiben würde, aber nein, da wäre ich negativ aufgeregt. Blöd, kompliziert und kann ich nicht. Ich bin mal gespannt, wie die Toiletten hier aussehen. Junge, wie edel und marmormäßig sieht denn diese Toilette hier aus. Der Döner ist jetzt da, die Musik ist hier allerdings zu laut, deswegen will ich ihn draußen essen, aber guckt ihn euch an. Alter, schaut euch mal dieses Gerät an, Alter. Digga, ist der Döner, Digga, ist einfach so schön. Das ist ein normaler Döner. Okay, aber das Ding ist halt, ein Döner macht es für mich aus, dass es ein Döner ist. Versteht ihr? Nee, ein Döner ist, das ist für mich das sogenannte McDonald's Prinzip oder so. McDonald's ist nur geil, weil es auch wack ist. Und ein Döner ist nur geil, weil er wack ist. Versteht man das? Weil es muss so ein bisschen wack sein. Es muss so ein bisschen hingeschissen sein, reingekackt, Digga. So muss ein Döner sein. Und wenn man dann so einen Döner kauft, der so richtig schön ist, ich weiß nicht, ob das der gleiche Geschmack hat. Ich weiß nicht, ob dieser Döner der gleiche Geschmack hat. Ihr sehen könnt, der ist auch schon übel fett und richtig voll extrem befüllt. Das ist einfach dieser teuerste Döner der Welt. Der sieht aus wie so ein Kuchen irgendwie, aber ich bin... Der ist wirklich wie dieses längliche Toastbrot. Ja, wenn ich das jetzt hier fallen lasse, Leute, lasse ich einfach 100 Euro fallen. Also ich muss wirklich sagen, Leute, ich bin immer noch übel fasziniert. Es sieht so anders irgendwie aus. Das ist der Normalo, das ist aber auch richtig Boah, das ist richtig geil. Immer Pluspunkt, wenn die Dönerläden das Brot selber machen. Plus. gut aus. Das ist einfach so ein Kuchen. Boah, Digga, ich hab so Hunger jetzt. What the fuck, Bro? Digga, das ist das teuerste Fleisch der Welt. Wagyu-Fleisch. Ich habe auch brutal Hunger. Fangen wir erstmal mit dem hier an. Oh, mein erster Döner. 2 Monaten. Oh mein Gott. Oh. Muss ich mir das angucken, Digga? Chat. Oh. Bestell was. Ich kann in mein Dorf nicht bestellen. Ich wohne zu weit weg von der Stadt. Ich kann nicht, in meinem Dorf, ich kann nicht bestellen. Das ist ein Fleisch. Das Fleisch. Sollen wir diesen Döner mal testen, Chat? Sag mal ehrlich. 91 Franken, das kann man machen. Die Toaster. Gemüse. Ein bisschen schichtenmäßig, also Fleischzeug, aber scheiß drauf gerade, Digga. 2 Monate kein Döner gegessen. Meine Güte, Leute. Aber die Milch. Also so lange her, Süße. Das hier ist top. Der normale Döner hier, ne, ist schon richtig geisteskrank. Wirklich, der ist so fucking lecker. Das Fleisch schmeckt so zart, sauber, irgendwie wie Low-Carb-Fleisch. Aber wie soll man sagen, schmeckt einfach so wie ein leichtes Fleisch. Hammerfleisch, Hammersalat. Oh, gucken, wie der Ayran hier schmeckt. Ey, ich muss wirklich sagen, der Laden gefällt mir brutal. Geiles Mund, Bro. Geiles Mund, geiler Mund. Ich kann nicht reden heute. Chat, ich kann heute nicht reden. Der Laden ist einfach, hat so einen richtig schönen Vibe. Geile Deutschrap-Musik. Ja, Deutschrap kann auch nett sein. Dazu einfach die Einrichtung und so. Es ist nicht so ein normale typische, ihr wisst schon, so. Aber ich muss, glaube ich, wirklich ein Video machen. Chat, soll ich hier auf dem Zweitkanal oder auf dem Hauptkanal? Soll ich auf dem Hauptkanal auch ein Video darüber machen, über diesen Döner? Es nimmt mich Wunder. Bruder an der Theke mal. Diesen Eier muss mir wahrscheinlich mein Vater als Pfand geben. Aber Gott, der wird so lecker. Ah, ist das lecker. Oh Mann, der Eiran ist sogar heftig. Digga, was wird mit dir, Süße? Geben die mir hier Besteck oder was? Ach, ihr kennt wohl das Schwein nicht. Ob ich gleich vor Dieter Bohlen treten muss. Ey, meine Fresse. Oh, ey Leute, es ist so krank, dass ich einfach hier sein kann. Wisst ihr, was ich meine? Damals, Digga, eine Woche Döner, das erste Projekt, hat meine Mutter teilweise mitfinanziert. Und jetzt kaufe ich mir einfach den teuersten Döner der Welt. Also erstmal zum Brot, Leute. Es ist so richtig schön fluffig. Ich hoffe, man sieht das. Übelst fluffiges Brot. Hier oben ist nur auf. Boah, Digga, es sieht schon geil aus. Chat, sag mal, Chat, 1 bis 10, wie geil findet ihr diesen Döner? Gemacht, nicht so hüllig wie bei einem normalen Döner, sage ich mal. Das erinnert mich irgendwie voll an so einen Zitronenkuchen mit... Bei mir, ich weiß nicht, vom Aussehen her, es ist für mich kein Döner. Deshalb vom Aussehen 6 von 10, aber ich denke, die Inhaltsstoffe, das Fleisch und der Salat, sicher sehr, sehr geil. Und dann eine Füllung so. Es ist ganz, ganz komisch vom Aussehen her, aber irgendwie auch sehr, sehr special. Okay, Leute, ich tue es jetzt. Aber das Ding ist ja, der Döner ist nur so teuer wegen dem Wagyu-Fleisch, sonst wäre der wahrscheinlich so 10, 15 Franken. Oh mein, ich war doch nie, Leute, am Video so aufgeregt, was zu essen wie das jetzt. Oh, let's go. Bitte, bitte sei gut, bitte sei gut. In Slow Motion. Wow. Jeder Biss kostet mich gerade 15 Euro. Das Brot ist so weich wie ein Kuchen gefühlt. Das Fleisch schmeckt so dermaßen teuer, aber geht komplett auf der Zunge auf. Also nicht so ein langes... In diesem Adlon-Hotel, dieser Döner, das war so ein zähes Steakfleisch, aber gemacht. Aber dieses Fleisch, das kaust du kurz, das zergeht auf deiner Zunge. Mit diesem Brot, das einfach so himmlisch sanft in deinem Mund verschwindet. Dazu diese Röstzwiebelchen, diesen leichten Röstzwiebelschmack. Bitte, geht mal kurz. Ich muss... Okay, ich glaube, ich muss ein Video machen. Chat, es ist offiziell. Ich muss dahin. Ich muss dahin und ein Video machen. Kurz allein sein. Ah, da kommt die Soße. Digga, was ist das für eine Soße, Junge? Wie sauber, lecker schmeckt diese Soße. Fleischkuchen, das sieht wirklich aus wie ein Fleischkuchen, Digga. Bro, das ist ein Fleischkuchen, das ist kein Döner. Das ist ein fucking Fleischkuchen.
einen ostorientalischen Fleischkuchen. Mutter Maria. Selbst der Salat ist richtig stark. Digga, ich kann jetzt sagen, das ist krank. Das ist krank, was ich hier gerade in der Hand habe. Das ist so. Ja, andererseits muss man auch sagen, wenn er wack wäre, der Döner, dann wäre es ja auch wack. Dann kann man nicht 100 Franken zahlen dafür. So gut, Digga, what the fuck. Ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte immer, so teure Döner sind immer so, ihr wisst schon, so überhyped und bla bla und schmeckt nicht so krass, aber der ist Wahnsinn. Es schmeckt nicht mehr wie normaler Döner, es schmeckt wirklich, als ob dein Dönermann eine Ausbildung gemacht hätte. Es schmeckt wie ein Upgrade, wie als ob ich ein Spiel machen würde. Gibt es eine Dönermann-Ausbildung? Kann man eine Ausbildung machen als Dönermann? Oder muss man da so dass dieser Dönerflair aufkommt, keine Ausbildung haben? Würde der Döner irgendwie ein Upgrade auf Level 5 kriegt, das schmeckt brutal krass. Ich kann nicht sagen 10 von 10, weil das ist irgendwie schwer einzuschätzen. Weil es ist ja kein richtiger Döner mehr. Es schmeckt einfach anders, Digga. Dönerfachmann Frau EFZ. Wirklich, man kann es gar nicht beschreiben, aber Hammer. Wirklich mal, ich beiß noch mal rein für euch. Okay, für mich, wenn ganz ehrlich. Nein, kein Krümel darunter fallen. Jeder Krümel kostet 5 Euro. Oh mein Gott, das ist so heftig. Das Fleisch Ist ein Studium. Okay, ist ein Studium. ist doch perfekt gewürzt. Ey, was ist das für eine Kunst? Das ist eine Kunst, Junge. Hallo Rob, ich muss dir wirklich sagen, ich bin sprachlos. Wirklich, dieser Döner, der war wie eine Geburt. Ich finde, der war einfach wow. Der war einfach wirklich wow. Das kann man ja Ich werde emotional. beschreiben. Wirklich, du hast mal im Video wow gesagt, wirklich anders. Es ist wirklich wow. Der war so zart, so lecker, das Brot war perfekt. Es war schon nicht mehr Döner, es war irgendwie Döner-Upgrade. So, es war Döner, als ob Döner in Mario diesen Pilz gegessen hätte. Ey, es war so lecker. Ey, ich möchte diesen Döner einfach nicht aufessen. Dieser Döner ist einfach zu schön, Alter. Ich will den super gerne mit nach Madeira nehmen. Ey, ich glaube, ich nehme mit nach Madeira. Komm auf die Insel, ich zerstöre dich. Ey, ich will den einfach nur für mich haben. Ich will den gar nicht aufessen. Den Aufesser habe ich nichts mehr davon. Da muss ich mir noch einen bestellen. Ich will ganz ehrlich nochmal 100 Franken zahlen. Er war so gut. Er war so gut. Oh, Hammer. Wirklich Hammer. Digga, jeder Krümel kostet einfach 2 Euro. Alter, ich habe immer noch wie ein Kaugummi einfach im Mund diesen Döner kleben. So gut. Wie man in der Schweiz sagen würde, der Döner war wirklich leckerli. Leckerli. Lecker. Einfach lecker. Ich bin überwältigt. Ich bin happy und ich bin glücklich. Ich bin geschockt, dass er so gut war. Och, war das Erlebnis. Falls ihr mal 91 Franken zufällig auf der Straße seht, gebt sie auf und investiert sie in diesen Döner. Gott, war der gut. Gott, oh Gott, oh Gott. Kein Hype, kein Fake. Der war einfach nur teuerster Döner der Welt. Eigentlich sollte es sein. Ich bin mir sicher. Wenn es einen teuren gibt, sagt mir Bescheid. Es war ein Erlebnis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like auf dem Video, ein Abo, was ihr getan habt. Aber rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Es ist offiziell. Wir haben eine Mission. Wir müssen diesen... Es ist vorbei, Leute. Es ist vorbei. Digga, kannst du dein Maul halten? Wir müssen diesen Burger in einem Stream essen. Da gibt's kein dran vorbeigehen, da gibt's kein Schnick. Wir müssen diesen Döner essen. Sehr, sehr geil. My heart just got stuck beating.